Das ist der Unterschied zwischen mutig, übermütig und dreist. Mutig ist, wenn ein Mann nur mit der Badebutz bekleidet in die Oper geht. Übermütig ist, wenn er die Butz an der Garderobe abhebt. Und dreist ist, wenn die Garderobenfrau sagt, wollen Sie den Knirps nicht auch hier lassen? Chef und Sekretärin im Rausch der Leidenschaft. Nächsten Morgen die große Reue, es war nur ein Fehltritt, oh Gott, komm, sowas vergessen, Fehltritt. Ja, von wegen, 2 Wochen später kommt sie, sagt, Chef, ich bin schwanger. Katastrophe, oh, was soll ich machen, ich möchte meine Ehe retten und so weiter. Die sagt, Chef, richte dich nicht auf, ich habe die Lösung. Ich wollte immer schon nach Amerika auswandern. Das kannst du mir jetzt finanzieren. Außerdem war für mich klar, wenn ich mal Mutter werde, nur alleinerziehend. Also alle Probleme lösen. Oh, sagte, das wäre gut. Ne? Aber hören Sie, wenn du in Amerika das Kind kriegst, dann möchtest du dabei erfahren. Ja, schreib ich in eine Karte. Ne? Nee, sagte, die kann doch meine Frau lesen. Ne? Chef, wir verabreden jetzt ein Losungswort. Oh, sagte, das ist gut. Ne? Pass auf, wir nehmen Sauerkraut. Sauerkraut ist unverfänglich. Ne? Wenn ich lese Sauerkraut auf einer Karte, dann weiß ich, alles klar, das Kind ist da und gesund. Gut. 9 Monate später kommt die Ehefrau und sagt, hören Sie, Liebchen, du hast eine Karte aus Amerika kriegen. Ja, was steht dann drauf? Er sagt, so eine bescheuerte Karte hast du nie gelesen. Da steht drauf, 3 Portionen Sauerkraut, 2-mal mit Würstchen, 1-mal ohne. Düsseldorfer auf dem Mond, was ist das? Ja, das ist ein Rätsel, ne? Und alle Düsseldorfer auf dem Mond? Das ist die Lösung! Fällt mir nur jetzt zwischendurch ein Düsseldorfer stand mal vorm Himmelstor, ne? Und dann fragt der Petrus, wo kommen Sie denn her? Sagt er, ich komme aus Düsseldorf. Na, er sagt, tut mir leid, könnt ihr hier nicht drin. Ja, da kriegt er die Wut, ne? Sagt, das ist eine Unverschämtheit. Ich habe mein ganzes Leben lang Kirchensteuer bezahlt. Was meinen Sie, was da ein Geld zusammengekommen, dafür werde ich doch wohl in den Himmel kommen. Sagt er, reden Sie sich nicht auf. Ich rede mit dem Chef, Petrus rein, ne? Gut wieder, sagt er, alles in Ordnung. Ich habe mit dem Chef gesprochen. Die Sache hat sie erledigt. Ihr könnt das Geld wieder haben. Ich sag, das bergische Land, quasi die Golanhöhen von Nordrhein-Westfalen, ja? Dieser rheinische Gazastreifen, diese Mischung aus dem Sauerländer, ja, und dem Rheinländer, das ist ein herrliches Mischvolk, ja? Der Knecht Heinrich ist zum ersten Mal in seinem Leben auf große Tour mit dem Bus nach Paderborn. Und jetzt kommt er ausgerechnet in dem Bus neben eine schöne junge Frau zu sitzen. Denkt er, das könnte was werden. Dafür muss er sie aber ansprechen. Das ist das Problem. Und er kämpft und kämpft und kämpft und der Bus fährt und fährt und fährt. Nach 2 Stunden stummer Busfahrt hat er sich endlich durchgerungen und spricht sie an. Pass auf. Na, Fräulein, fahren Sie auch mit diesem Bus? Sagen wir, der Rheinländer hätte die schon angesprochen, da war die noch ja nicht da. Ne? 2 Frauen auf der Weihnachtsfeier. Fängt schon versaut an. Entschuldigung. Nee, war Quatsch, war albern jetzt, war Quatsch. Nein, es ging hoch her, aber sie waren brav. Ne? Sie kommen dann, ne, gehen zu Fuß nach Hause. Ne? Auf halber Strecke passiert das, was jede Frau hier im Saal kennt. Ne? Auf halber Strecke fängt die eine an zu wibbeln. Ne? Die andere auch. Ne? Oh, du auch? Ja. Ach, wir haben doch im Lokal gegangen. Ne? Ach, du weißt doch, die langen Schlangen vor dem Klosett. Sie kennen das, ne? Seht die eine, hast du Klopapier? Ne, du, ach ne, auch nicht. Tempos, ach was in der Not, ne? Sie kommen an einem Friedhof vorbei. Sie huschen auf den Friedhof.
Gehen aber natürlich nicht an die Gräber, sondern in die Ecke, wo diese Abraumhalde der alten vertrockneten Kränze ist. Ne? Dort hocken sie sich still. Oh. Da seht ihr, jetzt haben wir aber immer noch kein Klopapier. Ach, seht ihr, Anger, ich habe so eine aale Slip vom Woolworth. Ne? Der hat nur ein paar Euro gekostet, ich nehm den. Ne? Ausgetrocknet, abgeputzt, fortgeschmissen, alles klar. Sagt die andere, nein, meine Liebe, das kann ich nicht machen, du. Meine hat über 70 Euro gekostet, reinste Seide, ne, das kann ich machen. Aber guck mal hier, die alten Kränze, ne. Och, ich nehme einfach hier so eine alte Kranzschleife, abgerissen, abgeputzt, alles klar. Am nächsten Tag treffen sich die zwei Ehemänner. Sagt der eine, hören Sie, unsere Frauen hatten aber eine tolle Weihnachtsfeier, wa? Sagt der, wieso? Ja, sagt der, meine kam im Blecken hinter nach Hause. Sagt der andere, was soll ich denn sagen? Meine hatte eine Schleife in der Unterhose. Da stand drauf, vielen Dank, der Männerchor. Die Jugend ist ja frech geworden. Das haben wir haben das ja früher nicht gekannt. Widerworte und so, ne? Furchtbar. Zum Beispiel kommt ein Junge zum Papa und sagt, Papa, kann ich eine Taschenlampe haben? Sagt er, was willst du mit einer Taschenlampe? Oh, sagte, wir wollen uns heute Abend mit der Clique treffen im Stadtpark, bisschen knutschen und so. Sagte, dafür brauchst du keine Taschenlampe. Wir haben früher auch im Dunkeln geknutscht. Ja, sagte, so sieht die Mama ja auch aus. Treffen sich zwei Gänse. Sagt die eine Gans für die andere, spiel mir das Lied vom Tod. Sagt die andere Gans, Sankt Martin, Sankt Martin. Was Sie nicht wissen, ich bin von Hauptberuf, bin ich katholischer Diakon. Ja. Und in dem Lied, was ich gemacht habe, ist nun mal in dem Text das ein oder andere Wort, ja, ein bisschen sauisch, ja. Ja, ich sagte, Herr Generalvikar, habe ich gesagt, ich habe ein Lied gemacht für Fastelovend. Der sagte, sing es. Sag ich, kann ich nicht. Sagt er, warum nicht? Ich sag, das ein oder andere Wort, ein bisschen sauisch. Ja, sagt er, kannst es nicht singen. Ich sag, es ist aber ein schönes Lied. Sagt er, hör mal, bevor du mir mit diesem Scheißlied auf den Wecker gehst, singe es, aber wenn du in dem Text an ein solch unschamhaftes Wort kommst, dann ersetzt du das einfach durch Lala. Ich sage, General Fakir, das is es. Ja, kannst du das jetzt singen, ne? Pass auf. Also, das geht so. Uftata, uftat. Ich traf mal eine Frau und la 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 Dünnes geht durch Köln, hat ein Gebetsbuch unterm Arm, Güterschädel und sagt, Tünn, wo gehst du hin? Sagt ich schon in der Puff. Mit dem Gebetsbuch unterm Arm. Ja, sagt er, wer weiß, vielleicht bleibe ich über Sonntag, ne? Der Kardinal Meissner ist ja mal zu einem Kölner Friseur gekommen, ne? Volksverbunden, ne? Zu der Kölsche Friseur, ne? Der Süd, der Kardinal. Da sagt der Friseur, ach, das ist aber schön, dass Sie auch mal zu mir kommen, Herr Drewermann. Der Kardinal, hast dich verhört, ne? Der Kardinal setzt sich in der Stuhl, ne? Und fängt der an zu schnicken. Und, Herr Drewermann? Zu Hause alles in Ordnung, Herr Drewermann? Was machen die selbstgestrickten Pullover, Herr Drewermann? Der Kardinal immer. Der Friseur ist fertig, springt der Kardinal auf, brüllt den Friseur an. Ich heiße nicht Drewermann. Seht ihr, das weiß ich doch, Herr Kardinal. Aber dann stehen Ihnen immer so schön die Haare zu Berge. Kann ich mal so schön. Ich liebe ja diese kurzen, absurden, bekloppten Witze, ja? Da könnte ich mich hier reinsetzen, ne?
Irgendwo an der Tür klingelt, macht ein Mann die Tür auf, sieht nichts, guckt herunter, steht so ein kleines Gerippe da, ein Skelettgerippe, mit so einer kleinen Sense, der Tod, ne? Der Mann, sagt das Gerippe, riech dich nicht auf, ich komme nur wegen einem Wellensittich, ja? Lass mich fortschließen. Lass mich fortschließen. Es wird dir herrlich, ne? Herrlich, ne? Oder kommt ein Mann zum Orthopäden und ruft, Herr Doktor, ich halte mich für eine Motte. Sagt er, warum gehen Sie nicht zum Psychiater? Nein, bei Ihnen brannte noch Licht. Ein Känguru hüpft durch die australische Wüste. Hatang, 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 hatang. Geht der Beutel auf. Guckt ein kleiner Pinguin raus. Grün im Gesicht. Und macht... Zur selben Zeit sitzt auf einer Eisscholle in der Antarktis ein kleines Känguru, friert und sagt, scheiß Schüleraustausch. Der ist auch schön. Kommt ein Skelett zum Arzt. Sagt der Arzt, Sie kommen aber spät. Sagt das Skelett, wie, ist schon zu? Kommt ein Luftballon zum Psychiater. Ich meine, allein diese Idee, ja, aber ist ja, der Witz geht ja nun mal so, müssen wir durch, ne? Also, kommt ein Luftballon zum Psychiater und sagt der Luftballon zum Psychiater, Herr Doktor, ich habe Platzangst. Der Papst, der war ja schon mal in Köln, ja, ist schon lange her, ne? Und da hat der Papst sich damals getraut, zum ersten Mal seinen sehnlichsten Wunsch, ne? Dem Kölner Chauffeur zu offenbaren. Da hat er gesagt, mein Sohn, es ist mein größter Wunsch, einmal selber am Steuer eines Mercedes zu sitzen. Da sagt der Ihr Vater, das ist doch ja kein Problem. Ich fahre Sie morgen früh um 5 Uhr raus, dann tun wir 2 tauschen. Ne? Ich komme auf die Rückbank und Sie kommen an Steuer. Ihr sagt, ja da, ne? Die 2 getauscht, ne? Der Papst am Steuer, Herr Jiff, jas. Er drückt auf der Pin, auf der inneren Kanalstraße hat er 140 drauf. Ne? Wie es kommen muss, Polizei. Ne? Das arme Polizistlein lurt in der Ware. Ne? Sagt, Moment, da muss ich erst mal telefonieren. Ruft an, ne? Ich habe ein Auto eingehalten, 140 km. Sagt, warum rufen Sie mich da an? Die Sache ist... Nein, sagt, das muss ein ganz hohes Tier sein. Sagt, Sie wissen, es werden keine unter... Nein, sagt er, es muss ein ganz hohes Tier sein. Ja, wer ist es denn? Sagt, ich weiß es nicht, aber sein Chauffeur ist der Papst.